Simon, ich bin noch selten so wertschätzend empfangen worden. Tatsächlich. Also, das könnt ihr. Ja, muss man ja manchmal sagen. Und es sind ja nicht alle, es hat auch Leute, die sind mega enttäuscht, dass ich da bin. Also Leute haben an, dass ich jetzt da bin. Es haben viele freundlich applaudiert, danke vielmals. Manchmal sind das auch einfach freundliche Lügen, aber ich nehme das jetzt einfach mal für mich. Ich bin genug selbstbewusst, dass ich das wegdrücke. Und ich habe gedacht, für dich, Matt, weil du so enttäuscht bist, dass ich da bin, möchte ich dir ein Lied singen. Das ist wirklich nur für den Matt. Die anderen können noch ein bisschen schwätzen und ankommen. Also das gehört nicht zu der Predigt. Ich weiß auch nicht, wie das Lied wirklich geht, aber es passt auch zum Thema, das wir haben, Agape, Liebe, die wächst. I can buy myself flowers, write my name in the sand, talk to myself for hours, see things you don't understand. I can take myself dancing, yeah, and I can hold my own hands, yeah, I can love me better than you can love me better. Can love me better, baby. Can love me better. I can love me better, baby. Can love me better. I can love me better, baby. Can love me better. Woo! Für dich, Matt. Sorry, der hätte schnell müssen sein. Der Matt hat eben in der Nacht geträumt. Du hast von wem geträumt? James Gordon. Er hat in der Nacht geträumt, dass der James Gordon da predigt hat. Und aus irgendeinem Grund hat der James Gordon von der Miley Flowers gesungen. Und ich habe gedacht, das könnte ich ihm anbieten. Natürlich jetzt nicht ganz so, aber ich denke einfach für den Matt, dass er... Ja, das sind wichtige Momente, weil es wäre ja schade, wenn ihr in die Kirche gängtet und enttäuscht aus dem Gottesdienst rausgängtet. Und eine Person haben wir glücklich gemacht. Und wenn wir am Sonntag am Kirche spielen, wäre das eigentlich das Ziel, dass die Leute eigentlich einigermaßen happy heimgehen. Nicht, dass man frustrierter und depressiver aus der Kirche geht, als man gekommen ist. Das wäre schon mal ganz ein hohes Ziel, das man sich als Kirche könnte setzen. Und sie singt ja in dem Lied über Selbstliebe, die wächst. Das ist ein wichtiges Momentum, dass wir lernen, uns selber gern zu haben. Also da strugglen ja ganz viele Menschen im Leben. Aber wir als Kirche, ihr als Kirche habt euch das Thema gesetzt, Agape, Liebe, die wächst. Und das ist also ein sehr steiles Thema. Also entweder hat euch das Kirchenleitung aufgedruckt, weil sie so verzweifelt sind. Das ist meistens so auf das Jahresthema wird eigentlich gesetzt auf den Minimumfaktor der Kirche. Liebe, die wächst, so will irgendwie. Oder aber ihr wollt das wirklich, was mich überraschen würde. In der Liebe zunehmen, weil das ist etwas, was wir Christen meistens nicht wollen. Also wir wollen eigentlich in der Wahrheit zunehmen und wissen genau, was richtig ist und möchten das auch vor allem sagen, einander. Also wir sind eigentlich mega gut im Kritikgeist. Also ihr seht jetzt zwar mega lieb aus, aber ich kenne euch. Weil ich bin Teil der Kirche. Und wir sagen zwar einmal Sachen, aber wir wollen es nicht. Also wenn wir sagen, Liebe, die wächst, dann ist das eine schöne, so eine religiöse Hülle, die wir aber nicht wirklich so meinen. Weil wir wollen eigentlich schon sagen, was richtig und was falsch ist, weil wir wissen es ja innerlich. Wir möchten lieber zunehmen im Kritikgeist, also wir sagen dem nicht so. Wir nennen es Wahrheit, weil das ja auch ganz ein wichtiges Element ist. Wir vergessen dann manchmal, dass Wahrheit nicht zu finden ist in einem Dogmenkatalog, in Listen oder in moralischen Listen, die wir aufschreiben, sondern dass Wahrheit eine Person ist, Jesus Christus. Dass wir eigentlich zunehmen in dieser Beziehung zu ihm. Und das tönt jetzt sehr nach einer Plattitüde, aber ich glaube wirklich, egal wie viel das wir durchdenken in unserem Leben, wir kommen zum Punkt, dass wir sagen, wir müssen die Beziehung zu Jesus Christus, die muss wachsen, immer wieder neu. Und das ist auch ein bisschen etwas Anstrengendes, weil Wachsen hat mit Lernen zu tun, mit Zuhören. Liebe Männer. I'm teaching to myself. Wir müssen lernen zulassen, und das geht Frauen auch. Wir müssen einander lernen zulassen. Was hast du eigentlich, wenn wir jetzt über Glauben reden, was hast du eigentlich an Gott entdeckt, wo ich noch nicht entdeckt habe? Anstatt dann gerade in Verteidigungsmodus gehen, weil wir vor allem ganz viel tun, weil wir sind immer gerade erschüttert in unserem eigenen Glauben, weil der andere ein bisschen etwas anderes erlebt hat. Gehen wir in Verteidigungsmodus und schiessen zurück, anstatt zu sagen, hey, das ist noch faszinierend. Ich muss es ja nicht einmal mitglauben, aber es könnte sein,
dass du Gott von einer anderen Seite anschaust, als ich es gemacht habe. Und dass ich bei dir etwas entdecken könnte. Und für mich ist das mit dem Wort Neuländisch, ich habe ein Buch geschrieben, Neuländisch, das ist keine Werbung, aber könnt ihr es kaufen. Neuländisch, dort habe ich das eigentlich verarbeitet, dass Glaube eben nicht eine Box ist, wo du irgendwann einsteigst und dann hockst du kuschelig rein, sondern Glaube ist etwas Wachstümliches, etwas, das ständig unterwegs ist. Paulus schreibt es im Korinther, dass der innere Mensch täglich erneuert wird, außer wir blockieren es eben. Aber da passiert eigentlich etwas, eine Erneuerung. Wir können es auch von Paulus lesen, im Epheser, wo er sagt, bis in alle Äonen wird ich euch, sagt Gott, will ich euch meine Gnade zeigen. Immer neu aufzeigen, wie groß meine Gnade ist, weil wir sie da zu Lebzeiten gar nicht erfassen können. Also wir reden über Grosswörter in der christlichen Theologie, Liebe, Gnade, Vergebung, aber wir selber haben sie auch als Fromme noch nicht ganz so erfasst. Weil das sind komplexe Themen. Also Gnade ist ein schönes Wort, aber ich will nicht immer Gnade. Ich will Gnade nur dann, wenn es um mich geht. Wenn ich in die Welt hineinschaue, dann will ich auch mal Gerechtigkeit. Also ich habe gerne die Hollywood-Filme, wo dann einer kommt, so ein Rächer, so ein Denzel Washington-Rächer, wo dann alle umleitet und meiner Seele geht es wieder gut, wenn ich die Filme schaue. Ich weiss, das ist nicht okay, ich würde auch nicht darüber predigen, aber meiner Seele geht es gut. Weil Gerechtigkeit ist auch ein Bestandteil und Gott sagt, ich bin Gerechtigkeit. Aber ich bin eben auch Gnade und ich glaube, das sind so grosse Begriffe, wo wir in Lebzeiten nicht erfassen können. Darum muss Gott uns bis in alle Äonen, in ewig ähnliche Zeiten, muss er uns aufzeigen, wie groß seine Gnade ist. Darum müssen wir neuländisch leben. Also entweder wird unser Herz durch unsere Begegnungen miteinander weit oder unser Denken wird eng. Es gibt nur die zwei Entwicklungsrichtungen. Und du kannst dich entscheiden, wie du möchtest, fröhlich alt und grau werden. Mit einem weiten Herz oder mit einem engen Denken. Und das hat eben damit, also darum brauchen wir Kirche. Ich kann nicht einfach allein frömmlich für mich glauben, weil ich dann einfach nur meine einseitige Art habe, Gott anzuschauen. Ich brauche dich, um mir zu zeigen, wie Gott ist. Und das ist für mich zum Beispiel das Vorrecht, ich bin ganz viel unterwegs, ich darf an verschiedensten Orten predigen und dann kommst du in Kulturen rein, die dich schon challengen, dein Denken challengen. Ich war gestern noch in Rumänien, letzte Woche in Deutschland, eine ganz wilde Kultur, und dann in Prag geredet oder in Bulgarien. Und in Bulgarien zum Beispiel, wenn du dort im Buffet stehst und dann jemand von den Bulgaren fragst, kann man das essen? Und er sagt, so, dann ist das nicht. Weil in Bulgarien heißt das Nein. Es ist ein bisschen confusing, aber das heißt Nein. Das ist aber, also ist das giftig? Nein, so wäre es denn, oder? Ja, ist das giftig? Ja? Dann ist es nicht, weil es tut nicht gut. Ja? Wir sind manchmal in Kulturen drin und müssen lernen, wie die Kultur anders funktioniert oder wie sie anders an das Evangelium herangeht. Wir haben das Gefühl, die Bibel kann man lesen im luftleeren Raum, aber das ist nicht so. Die Bibel ist immer aus einem Kontext herausgeschrieben und wird in einem Kontext drin gelesen. Also durch zwei verschiedene Brüllen ist das schon durch, bis es bei mir ankommt. Ich habe die letzten zwei grossen Sachen, oder die Frage zum Beispiel für dich, was hast du als letztes über Gott neu gelernt? Nicht für rufen, bitte. Aber es ist auch keine rhetorische Frage, also bitte schon denken. Einfach leislich denken. Ich weiss, das fällt einigen schwer. Was hast du über Gott neu gelernt im letzten Jahr? Ich gebe euch noch ein bisschen im letzten Jahr. Also in den letzten 5 Jahren. 15 Jahre. Und wenn du da nicht gerade irgendetwas findest, dann ist es möglich, dass du nicht neuländisch unterwegs bist. Und das macht eng, wenn wir nicht immer wieder Gott neu entdecken. Über Mission habe ich zum Beispiel in Indien herausgefunden, dass sie ganz anders über Mission denken als wir. Bei uns ist ja lange das gewesen, Mission heisst, eine Person geht irgendwo in ein fremdes Land und tut dort die armen Heiden bekehren. Das ist so ein bisschen das Konzept von Mission. Und Mission, eine indische Malerin von der Dalit, das ist die unterste Kaste, hat das Bild gemalt und sie beschreibt Mission als Gottes Präsenz. Das ist Mission, dass Gott präsent ist. Und jetzt können wir das nicht alle sehen. Ja, Christus in mir, die Hoffnung auf Gottes Herrlichkeit, Kolosser 1. Also das ist, passt alles. Wenn ihr als Kirche da in Winterthur präsent sind, dann passiert Mission. Und das hat nicht mit Passivität zu tun, sondern mit Gottes Wirkungskraft in mir drin, in mir als Bobby, in dir, in euch als Kirche.
Aber es hat mit Präsenz zu tun. Das ist nochmal ein anderes Bild von Mission, als wir vielleicht manchmal haben. Oder ich habe das Beispiel von dem Talent, habe ich gemerkt, ließ ich immer durch eine kapitalistische, weiss-theologische Nordwest-Halbkugel brüllen, die ich halt habe als Mann, der da aufgewachsen ist. Ja? Und dann habe ich das Gefühl, kennt das in Matthäus, oder? Die Geschichte, da kommt jemand 5 Talente über und dann die anderen 2, die dritte Person 1 und dann geht der Herr weg und kommt zurück und dann wird er ernten und sagt, die erste Person, ich habe es verdoppelt, sehr gut gemacht, treuer Knecht. 2 Personen, ich habe es auch verdoppelt, ich habe aus diesen 2 4 gemacht, sehr gut gemacht, treuer Knecht. Und die letzte Person hat es vergraben. Die hat es nicht einmal zu der UBS gebracht oder so, also die hat überhaupt nicht überlegt. Ja? Vielleicht Postfinance wäre besser. Gar nicht überlegt, jetzt einfach vergraben. Weil sie gesagt, ich weiß, dass du ein böser Herr bist, wo Sachen nimmt, er erntet dort, wo er nicht gesagt hat. Und ich habe das immer fröhlich predigt, ja, der Herr das ist Jesus. Er gibt dir Talent, ist ja noch ein schönes Wort, das verstehen sogar wir, oder? Talent und du musst halt etwas aus deinem Leben machen, weil sonst nimmt er es dir weg und wirft dich raus, wo Heulen und Zähneklappern ist. Aber es ist irgendwie Jesus. Das ist eben die Liga Sonntagsschule. Immer wenn die Frage kommt, es muss Jesus sein, auch wenn es komisch tönt. Wer ist am Kreuz gestorben? Jesus. Wer ist übers Wasser gelaufen? Jesus. Was ist braun, hat ein wustiges Fell, sammelt Nüsse, springt von Baum zu Baum. Es klingt saumässig nach dem Eichhörnchen, aber es muss Jesus sein. So ein bisschen die Liga. Und ich weiss, das muss irgendwie Jesus sein, der Herr. Und dann gehst du auf El Salvador in eine Arbeitergemeinde, wo korrupte Systeme in der Gesellschaft drin sind und sie sagen, das ist never ever Jesus. Jesus sagt da genau, du eben nicht dein Zeug vermehren, sondern bist wie der Dritt. Weil dort zumal, sie tun dann super hermeneutisch, exegetisch arbeiten und sagen, dort zumal hat es einen Sohn vom Herodes gegeben, der ist weggegangen auf Rom, hat den Klinker geputzt, ist zurückgekommen und er ist der Böse gewesen, der geerntet hat, was er nicht gesagt hat. Und dann sagt Jesus, tun dem nicht zuschaffen. Weil der ist ja der Böse, der wird euch verurteilen, der wird euch das Zeug wegnehmen, der wird euch rauswerfen, weil er euch nicht cool findet. Das ist doch nicht das Bild, das ich von Jesus habe, mit der Gnade und der Liebe und der Vergebung. Und wenn du einen Fehler machst, easy, covered by blood und all das Zeug, oder? Wo wir eigentlich im christlichen Glauben haben. Und ich merke, finde ich jetzt noch spannend. Sie sagen, der Herr in dem Beispiel ist der Teufel. Und dann stand ich da mit meiner Bibel und denke, es ist jetzt noch spannend, dass man eine so harmlose Bibelstelle kann lesen, ist es jetzt Jesus oder ist es der Teufel? Ist jetzt schon ein bisschen ein Unterschied, würde ich sagen. Also es ist minimal. Ja? Und ich merke, ich lerne, weil ich finde eigentlich ihre Begründung noch gut, ich lerne durch Augen von anderen Menschen sehen, wie Gott ist und wo ich vielleicht eine Brille aufhabe, die schweizerisch kapitalistisch ist, weil vermehren ist gut. Ich komme gar nicht auf die Idee, dass man auch sagen könnte, nicht vermehren ist gut. Das kenne ich nicht als Schweizer. Ich lerne ich brauche andere Menschen, um immer wieder neu an Gott anzuschauen. Und das ist ein Challenge, weil wir sitzen hier auf unseren Stühlen und haben das Gefühl, wir haben schon irgendwie mehr Recht als die anderen. Alle haben ein bisschen Recht, aber ich habe ein bisschen mehr Recht. Und dann können wir das komische Gefühl über, durch 1, 2 Bibelverse, wo wir dann überhören, dass wir es einander auch noch sagen müssen. Wir müssen einander ja dann erzeugen. Das machen wir in der Kirche, das machen wir in der Ehe. Wir haben keinen Erzeugungsauftrag. Also wir haben doch den Auftrag, einander zu spiegeln, wie wir Gott erleben, wie wir einander sehen. Natürlich können wir 1, 2 Verse nehmen und sagen, Bobby, das ist jetzt eben was ist denn mit dem Vers? Oder was ist denn wenn ich über Liebe rede, kommt immer, ja, aber was ist denn mit Gerechtigkeit? Dann sage ich immer, ja, wenn dir das auffällt, dass in meiner Predigt zu wenig Gerechtigkeit drin ist, dann bist du der Letzte, der das Problem hat mit dem. Also, darum fällt es dir ja auf. Also, du müsstest vielleicht ein bisschen von dieser Liebe hören. Und ja, Glaube ist immer spannungsgeladen. Bitte lass uns die Spannungen nicht auflösen. Aber lass uns die Spannung miteinander aushalten und nicht die Spannung ständig aneinander entladen, sondern miteinander die Spannung aushalten, auch als Kirche. Für das sind wir Kirche, so miteinander Spannung aushalten und fröhlich vorwärts schauen, wie ist eigentlich der Gott und kann ich in dir ein bisschen etwas von dem Gott erkennen. Der C.S. Lewis hat etwas Wunderschönes gesagt. Er hat gesagt, ich glaube an Christus, so wie ich glaube, dass die Sonne aufgegangen ist. Nicht nur, weil ich sie sehe, sondern weil ich durch sie alles andere sehen kann. Ich glaube, das Originalzitat ist nicht mit Christus, sondern mit Christenheit.
Es ist dann ins Deutsch so übersetzt worden zum Teil. Ich finde es so auch schön. Also er hat gesagt, das Christentum als Grossnarrativ. Er war ja ein Atheist und hat gesagt, das Christentum als Grossnarrativ, wenn ich mir das anschaue, dann hat das einfach eine Stimmigkeit. Und das erklärt mir Leid, das erklärt mir Sachen, wo ich vorher als Atheist keine Antwort hatte. Ich habe dann einfach, weil ich keinen Gott kann, wo ich wütig darauf sein kann, ich muss wütig sein auf uns Menschen und auf den Humanismus und alles. Und da entfaltet sich im Christentum ein Narrativ, eine Grosserzählung, die für mich die Welt beleuchtet, das Weltbild, das Gottesbild, das Menschenbild und mein Selbstbild. Und ich finde es aber auch noch schön mit dem Jesus, weil Jesus sagt für sich selber im Johannes, wer mich sieht, sieht den Vater. Also wenn wir lernen, wie Liebe ist, weil es heißt in der Bibel, Gott ist Liebe. Er hat nicht nur ein bisschen Liebe, er ist in seiner Person, er ist in seinem Charakter, in seinem Wesen, ist er Liebe. Und wenn ich lernen will, wie die Liebe funktioniert, wie er ist, dann muss ich nicht reduziert auf Christus schauen, sondern durch Christus alles anschauen. Ich muss schauen, wie hat Gott sich eigentlich selber reduziert in dieser Person und hat sich uns offenbart. Und das ist für mich etwas vom Faszinierendsten, wenn ich in der Bibel schaue, wie die Menschen sind, die Jesus begegnet sind. Ich sage rund ums Kreuz. Das Kreuz ist für mich die Injektionsstelle der Versöhnung. Es ist für mich, dort hat er wie eine Spritze in die ächzende Schöpfung hineingesteckt und hat die Reconciliation, die Versöhnung hineingespritzt. Und von dort hat es sich ausbreitet in alle Richtungen. Gegen Führer, in Zukunft, gegen Hintere, in Vergangenheit, weil Gott ist ohne Raum und Zeit. Also von dort breitet sich Versöhnung aus und ist Versöhnung mit Gott möglich. Ich sage dem der grosse Shalom. Der Shalom, das die Wiederherstellung zwischen uns und Gott und zwischen uns eben auch in der Kirche, was wir so verzweifelt brauchen, dass Gott uns wiederherstellt und versöhnt. Und in unseren Beziehungen drin Versöhnung passiert. Das ist dort am Kreuz passiert. Und darum schaue ich so gern, ich bin die letzten Monate die Menschen am Studieren, die ums Kreuz auftauchen. Weil wenn du mir von Gott erzählst, ist das schon nice. Aber das ist vielleicht manchmal auch einfach irgendwie ein Gefühl, das du gerade gehabt hast. Und im besten Fall ist es Gott und das ist schön. Im dümmsten Fall Pizza von gestern. Irgendwie dort zwischendurch können wir einmal Gott erleben. Aber wenn ich die Bibel lese, dann sehe ich ja historische Berichte, wie Menschen Gott erlebt haben. Und ich sitze, also das ist jetzt eine Confession, ich sitze dann einmal daheim mit der Bibel und bin ein bisschen am Brüllen. Ist euch das auch schon passiert? Vielleicht ein bisschen schräg. He? Ich sitze dort und lese die Geschichten und mich bewegt das so, wie Gott sich in Christus zeigt, dass ich am Brüllen. Da hat es zum Beispiel, ich möchte euch 3 Personen zeigen. Da hat es zum Beispiel den Dismas. Die Kirchengeschichte sagt dem Dismas. Er hat vielleicht anders geheißen, hat vielleicht irgendwie geheißen. Wir sagen dem Dismas, weil es macht ihn ein bisschen persönlich. Ihr kennt ihn vielleicht als der Schächter oder der Verbrecher am Kreuz. Ich finde das nicht so cool, wenn du auf das reduziert wirst, was du gemacht hast. Darum sagen wir ihm Dismas. Das ist freundlich. Also, das ist der Dismas und der hängt am Kreuz. Und der Typ, der challenged so ziemlich jede Theologie, die ihr als GVC habt. I love it. Also auch meine Theologie. Weil dort passiert einfach all das Zeugs nicht, was wir einander einmal erzählen. Er hängt am Kreuz. Und er ist übrigens auch einer von denen, der spottet. Also das heisst, beide Verbrecher spotten und sind so, ja Jesus, hilf dir doch, du, wenn du jetzt am Kreuz, wenn du der König bist, also hilf, also man kann natürlich nicht so machen. Also, Jesus, hilf dir doch, nimm dir doch ab vom Kreuz. Er kann nur mit dem Kopf und den Augenbrauen vielleicht so. Irgendwie so ist er mit Jesus dran. Das heisst, sie spotten ihn. Und spannend ist, die hängen etwa 5-6 Stunden am Kreuz. Innerhalb von 5 Stunden passiert in ihm drin eine Transformation, wo wir nicht lesen, wie. Aber er kommt zu dem Punkt, wo er sagt im Lukas 23, Jesus, denk an mich, wenn du deine Herrschaft als König antrittst. Jesus antwortet ihm, ich sage dir, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Crazy. Also das ist ein nicht frommer, der will nicht in die GVC gehen. Der wird nicht da auftauchen. Der hängt am Kreuz, er ist ein Verbrecher, er ist auch schuldig, sagt er selber. Alles ist klar, aber in diesen 4-5 Stunden, in seiner dunkelsten Stunde von seinem Leben, oder der dunkelsten Stunde von seinem Leben, erkennt er, dass neben dem ein König hängt. Das bewegt mich.
Das Einzige, was er beobachtet hat, ist, wie Jesus mit der Maria redet, mit dem Johannes redet, wie er auf die Leute reagiert, die mit dem spotten, wie Jesus reagiert oder nicht reagiert auf die Soldaten, die um sein Kleid würfeln, auf die Lanzen, die sie mit Seiten stechen. Das schaut er alles zu. Und vielleicht hat er einen Blick aufgefangen. Das ist meine Interpretation. Ein liebevoller Blick von dem Jesus, wo er sagt, crazy, wer bist du? Wer bist du? Du Mann am Kreuz. Und etwas in ihm passiert und er wendet sich Gott zu. Mit dem kläglichsten Gebet ever. Denk an mich. Wir wissen ganz genau, wie man richtig fromm betet, wenn du christlich sozialisiert aufgewachsen bist. Denk an mich ist es nicht. Also man steht an ein Kreuz an oder man knüllt an und sagt, Jesus Christus, vergib mir meine Schuld. So ist ein richtiges Gebet. Sonst hast du das Problem dann im Himmel. Aber er sagt nur, denk an mich. Und Jesus sagt, noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. Und das challenge so den Status quo von unserer theologischen Richtung, die wir ziehen, mit all den Details, wo wir sagen, ist richtig und falsch und so muss es sein. Ihr müsst euch das jetzt einmal durchdenken. Verzeiht mir das. Aber ich muss das einmal verstehen. Der Dismas kommt in den Himmel. Ja. Stirbt, kommt in den Himmel. Licht verschreckt. Ich meine, er hat noch nie etwas vom Himmel gehört. Das ist ja nicht sein Denkkonzept. Er kommt in den Himmel und landet im Himmel. Neben dem steht ein Engel. Das hat ja dort einen Engel wahrscheinlich. Der muss ja schauen, dass alles richtig läuft. Der ist da mit seiner Liste und sieht, heute kommt niemand mehr. Und dann kommt der Dismas. Und dann und dann wow, jetzt bin ich überrascht. Und der Dismas, ja, ich auch. Und der Engel ist ein bisschen surprised. Also, hilf mir, also, was machst du da? Und dann sagt ich habe keine Ahnung. Also, wie bist du da hingekommen? Ich weiß es nicht. Und dann sagt er, ja, also gut, du musst schon sauber laufen. Du bist ja da, ich kann dich nicht mehr rauswerfen, aber du musst jetzt schon sauber laufen. Sonst habe ich ein Problem nachher mit dem Petrus. Wie heisst du? Ich heiße Dismas, okay, Beruf, Verbrecher, okay, Todesursache, Kreuzigung, oh, sorry, ja, ist okay. Und dann sind die da so ein bisschen im Schwätzen und gehen die Liste durch. Alles tun die durch, ja. Und der fragt dann also, ich muss jetzt schon verstehen, warum bist du da? Du hast irgendetwas betet, irgendeinen Rosenkranz, ein Ave Maria oder ein apostolisches Glaubensbekenntnis, ein Bekehrungsgebet vor dem Kreuz oder vielleicht ein Vaterunser, das man sagt, noch nie gehört. Noch nie gehört. Ich weiß nicht, was Betten ist. Ich dachte, okay, das ist ein bisschen verwirrend, weil das ist, ich habe immer gemeint, so läuft es. Also hast du irgendwie, also du bist in einer Gemeinde, der Engel ist ja außerhalb von Raum und Zeit, der kommt auch nicht so draus, dass das noch gar nicht gibt. Aber bist du in einer Gemeinde, in einer Kirche, bist du in der GVC Vinti? Sagt er, nein, keine Ahnung, was Kirche ist, noch nie gehört. Dann geht er mal so das Haar anlangen, ist trocken. Also du bist als Kind tauft. Er sagt, nein, nie tauft, beschnitten, lange das. Dann sagt er, das ist nicht auf meiner Liste. Also er ist total verwirrt. Also in einer Kleingruppe, nein, keine Kleingruppe. Also liest du irgendwie vielleicht Bibeln oder hast du irgendeinen so YouVersion Bibelleseplan? Nein, habe ich auch nicht. Und sie beide, merkst du, also Verzweiflung ist rising. Also die beiden sind wirklich total frustriert. Sie sagen, ich komme nicht mehr raus, wie das läuft. Also hast du irgendwie einen theologischen Background? Nein, überhaupt nicht. Irgendeine Kurzbibelschule? Nein. Irgendeine Jüngerschaftsschule? Auf Hawaii, wo alle gehen? Nein. Himmel, wieso bist du da? Ich weiß es nicht. Jetzt ist also das Limit erreicht vom Engel. Er ruft Oberengel, Gabriel! Das Problem, komm, der Gabriel kommt, der coole Socken. Können wir schnell schauen, also, wie ist Ihr Name? Dismas. Was machen Sie da? Ich habe dem Mann mit den Flügeln schon gesagt, ich habe keine Ahnung. Und dann kommt der Punkt, wo der Gabriel sagt, also jetzt einfach nochmal ganz sauber durchdenkt. All die Sachen, die wir von euch erwarten, hast du jetzt abgefragt, hast du nicht erfüllt. Auf was für eine Basis bist du da gelandet? Und dann kommt der Dismas und sagt, ich weiß es nicht. Aber der Mann am Kreuz hat gesagt, ich darf kommen. Der Mann am Kreuz hat gesagt, ich darf kommen. Natürlich können wir es auch kompliziert machen, aber der Mann am Kreuz hat gesagt, ich darf kommen. Und mich bewegt das so, weil es challenged alles. Das heisst, nicht unsere Sachen sind falsch oder schräg oder verboten. Wir probieren ja, Kirche gut zu machen. Wir probieren ja, Sachen zu bewahren. Alles gut. Aber der Mann am Kreuz hat gesagt, ich darf kommen.
Und mich bewegt das, wie Gott ist, weil es zeigt sich so, wie er anders ist. Für den Dismas hat es nicht geheißen, denk an mich. Und Jesus sagt, okay, also, dann werden jetzt deine Nägel rausflutschen und du bist weg vom Kreuz. Ich werde deine Situation lösen. Oder, ja, du wirst zwar sterben, aber schmerzfrei. Ja. Nein, nichts solches. Die Zukunft mit Gott ist gut, aber für ihn hat das geheißen sterben. Und dann, das ist für uns manchmal auch schwierig als Christen, wenn wir das Gefühl haben, wie kann Gott in dieser Welt leiden und alles. Ja, der Dismas hat durch müssen, durch alles, wie wir manchmal in unserem Leben einfach auch durch müssen. Und Gott nicht einfach wie ein Bulldozer alles vorneweg macht. Aber die Hinwendung zu dem Christus und durch ihn durch Gott sehen, that's the point. Und wir können es auch kompliziert machen. Und wir können miteinander streiten und wir können Kirchen spalten und wir können neue Kirchen gründen, weil wir etwas Wichtigeres finden. Der Mann am Kreuz hat gesagt, ich darf kommen. Und es zeigt uns, wie Gott ist und es zwingt mich zum Wachsen in meinem Verständnis und es torpediert mein Gottesbild. Da, wo Jesus gestorben ist, hat es die Erde erschüttert und das ist so symbolisch, weil es erschüttert auch meine Erde und mein Weltbild und mein Gottesbild, dass Jesus stirbt. Es ist der Tiefpunkt der Menschheitsgeschichte, dass wir auf die saublöde Idee kommen, wir könnten Gott umbringen. Also wie können wir nur als Geschöpf von ihm? Ohne den Schöpfer ist das Geschöpf oder ist die Schöpfung ziemlich schnell erschöpft. Aber wir kommen auf die Idee, wir könnten den vielleicht aus dem Weg schaffen. Der Tiefpunkt der Menschheit. Und in dem zeigt sich der Höhepunkt von Gottes Liebe und Gnade, dass er zurückkommt, vergibt und sich nicht rächt. Wie all die Götter aus einer Zeit gemacht hätten, die römischen und griechischen Götter. Und das ist dem Typ aufgefallen, das ist eine zweite Person, der Kirchengeschichte nennt den Abenadar, der Centurio, der am Kreuz hat müssen schauen, dass alles super läuft. Das ist so ein bisschen ein Sicherheitsbeauftragter. Oder der schaut, dass der Jesus wirklich super getötet wird, dass man kann sagen, wir haben es richtig gemacht. Und der steht am Kreuz und der erlebt ja auch alles mit. Und von ihm kommt, das ist der Erste, der eigentlich die Erkenntnis hat, nach dem Tod von Jesus, ist er der Erste, der eine Hinwendung zu Jesus erlebt. Und er sagt, der Satz, wahrlich, dieser Mensch ist Gottes Sohn gewesen. Und das ist eigentlich der schwärzeste und der verzweifelste und der schrecklichste Satz in der ganzen Bibel. Wenn es ein böser Gott ist, wenn es ein schlimmer Gott ist, wenn es ein rächender Gott ist, ist das Schlimmste, was du erkennen kannst, dass du jetzt gerade den Sohn von Gott umgebracht hast. Etwas Dümmeres kann dir nicht passieren. Weil der Jesus, kommt dir noch in den Sinn, hat ja gesagt, ich komme wieder. Also, you better run. Also, du machst den Forrest Gump und einfach rennen, so weit du kannst, versteck dich. Weil, wenn der so ein Gott ist, wie du eigentlich in deinen Gottesbildern hast, dann kommt so ein Terminator. So wird er zurückkommen. Aber so ist Gott eben nicht. Und das crasht alle unsere Gottesbilder. Es ist ein Gott der Liebe. Was haben wir an dem nicht verstanden? Er kommt wieder in seiner Gnade und Vergebung. Und das ist sein Versöhnungsangebot. Der Tiefpunkt der Menschheit wird aufgehoben durch den Höhepunkt von Gottes Liebe. Der Peak. Und ich liebe das. Und das muss, ich sehe ihn nicht wegrennen. Ich glaube, der Mann hat erkannt, Scheibe, Gott, du bist so gut. Und es drüllt unsere Gottesbilder. Und wir haben ja viel so die Wissenschaft sagt dem Scheinkausalitäten, wenn wir Zusammenhänge machen, die gar nicht sind. Also zum Beispiel, der Storch bringt Babys, weil, also ich will jetzt auch niemandem zu nahe treten, aber vielleicht geht jetzt etwas kaputt, aber Storch im Frühling nesten und im Frühling werden statistisch am meisten Kinder auf die Welt kommen, also bringt der Storch Babys. Das ist eine Scheinkausalität, kann man so machen, ist aber falsch. Sorry, dass ich das jetzt wirklich mal so öffentlich sage. Es hat auch andere Sachen gegeben. Tomaten im 16. Jahrhundert hat man Tomaten aus Mexiko eingeführt und dann sind ganz viele Aristokraten an dem gestorben und dann hat man gesagt, Tomate ist giftig. Dann hat man der Giftapfel gesagt. Und das ist aber eine Fehlinterpretation gewesen, weil es nicht Tomate war, sondern die Tomate hat mit ihrem Saft, hat sie aus diesen Zinntellern, hat sie das Blei rausgelöst. Und dann haben die Blei gegessen und sind dem krank geworden und zum Teil gestorben. Der Armen ist das nicht passiert, weil die einen Holzteller hatten.
Aber wenn man jetzt sagt, ja, Tomaten ist giftig, weil die Leute sterben, das ist eine Kausalität, die nicht stimmt. Und so machen wir es, wenn man schaut die Welt an, wie böse die Welt ist, also muss Gott böse sein. Das ist eine Scheinkausalität, das hat doch nichts mit Gott zu tun. Das hat damit zu tun, dass da das Böse sich personifiziert, das hat damit zu tun, dass wir als Menschen unmenschlich sein können. Und Jesus Christus ist nicht am Kreuz gestorben, um uns fromm zu machen, sondern um uns menschlich zu machen. Dass wir eben könnten miteinander fröhlich zusammen Kirche spielen. Aber das ist eine Entscheidung. Sagen, ich möchte auf dich zugehen, ich möchte zulassen, ich möchte wachsen, wie du Gott erlebst. Ich möchte mein Gottesbild erschüttern lassen, damit Gott schöner wird. Das erschüttert nicht Gott, sondern es erschüttert mein Gottesbild. Und ich möchte euch eine dritte Person zum Schluss zeigen, und das ist der Pilatus, weil er ist eine ganz spannende, divergierende Persönlichkeit. Man weiß nicht so recht, was ist mit dem Kerl gewesen. Der hat Böses tun und hat gleich eigentlich Jesus raushauen aus dem Kreuzigungszeugs. Und seine Frau hat dann noch Träume gehabt, wie der Matt, hat auch so einen Traum gehabt und hat gesagt, hey, kreuzigen nicht, er ist unschuldig. Dann ist der Pilatus vor und hat gesagt, I can buy myself flowers. Dann ist das, das habe ich mich selber gerade schnell rausgeworfen. Dann hat der Pilatus über das Kreuz anschreiben lassen, Inri, Jesus von Nazareth, König der Juden. Jesus Nazarenus Rex Judaeorum. Faszinierend für einen Typ, der eigentlich nicht an Jesus glaubt. Und was ich immer überlesen habe, ist, die hohen Juden sind dann gekommen und haben gesagt, warte mal, auf dem Kreuz steht immer, warum das über dem Kreuz hängt. Also Verbrecher, Mörder, also Mörder, Vergewaltiger, also Vergewaltiger. Also wenn du da oben anschreibst, König der Juden, dann ist der König der Juden, das wollen wir nicht. Und dann sind die Hohen gekommen, zu Recht, und haben gesagt, schreib nicht an, Jesus Christus König der Juden, schreib an, er hat gesagt, er ist der König der Juden. Und dann kommt der Pilatus und sagt, quod scripsi, scripsi. Was ich geschrieben habe, habe ich geschrieben. Er ist euer König. Also der Pilatus, crazy, der hat etwas gespürt in dem Jesus. All die Menschen um Jesus herum, die einen haben sich abgewendet, die anderen haben sich hingewendet. Aber der Pilatus hat etwas verstanden von dem Jesus. Er hat gesagt, der ist König. Und König ist ein sperriger Begriff. Das ist so ein bisschen wie ein Kaktusküssi. Das ist nicht bequem. Wir haben all die bösen Herrscher und die bösen Könige. Aber wenn Jesus König wird, dann ist an dem Kreuz etwas abgebrochen, nämlich seine Herrschaft. Und das hat mit dem ursprünglichen Shalom zu, dass er seinen Großfrieden wiederherstellt. Und in dem dürfen wir leben. Wir könnten versöhnt miteinander leben. Wir wollen nicht, aber wir könnten. Wir könnten. Das ist das Friedensangebot. In der ganzen Bibel immer wieder. Das kürzeste Evangelium haben die Engel gesungen, wo sie gekommen sind bei den Hirten zum Feld und gesagt, Ehre sei Gott und Frieden auf Erden, Shalom auf Erden. Das ist das, was ich bringe. Es wird nicht ein Himmel auf Erden sein, aber der Shalom sollte alles immer wieder anfangen durchdringen, weil das eine Begleiterscheinung ist vom Reich von Gott. Darum sagt er seid Botschafter der Versöhnung in Korinther, Botschafter der Versöhnung an Christi Stadt, ihr seid Botschafter von dem Großshalom. Und er sagt, gute Sachen wachsen dort, wo im Jakobus, wo Friedensstifter, wo Shalomstifter, zart vom Shalom aussahen. Also es geht darum, dass ihr hier als GVC in Winterthur hier in dieser Stadt Shalom aufrichtet. Nicht weniger. Ich finde das so faszinierend. Und es ist schön zu wissen, dass Jesus regiert, auch wenn das für uns sperrige Begriffe sind. Der Karl Barth hat einmal gesagt, kannst du mir den von Karl Barth da bringen? Er hat gesagt, ja, die Welt ist dunkel. Das hat er im 68 gesagt, den Tag vor seinem Tod. Ja, die Welt ist dunkel. Nur ja, die Ohren nicht hängen lassen, nie. Denn es wird regiert. Nicht nur in Moskau oder in Washington oder in Peking, das könnte man auch heute noch sagen, oder? Krass, ein paar Jahrzehnte später, sondern hier auf Erden, aber ganz von oben vom Himmel her. Es wird regiert. Gott ist die Welt nicht entglitten. Er möchte durch euch in dieser Region, er möchte durch euch in dieser Stadt Shalom verwirklichen. Er möchte aber zuerst hier mit euch verwirklichen. Und das ist eine Herausforderung, weil das wollen wir nicht. Vielleicht wollen wir es jetzt langsam, nach einer halben Stunde. Ich hoffe, wir wollen es. Weil das ist für mich, dort widerspiegelt sich, dass Gott lebt, wenn wir anfangen, den Shalom widerspiegeln in unseren Beziehungen. Wenn das anfängt, alles durchdringen. Es hat ein holländischer Theologe das gesagt, mit dem möchte ich enden. Das ist ganz Schönes. Denn das Ziel der Evangelisation kann nichts Geringeres sein als die Erfüllung dessen, was Israel vom Messias erhofft hatte, die Aufrichtung des Shalom. Shalom ist viel mehr als persönliches Heil. Er ist Frieden, Integrität, Gemeinschaft,
Harmonie und Gerechtigkeit. Der Reichtum dieses Begriffs wird deutlich aus dem Psalm 85, 11. Und dort heißt es nämlich, dass Güte und Treue einander begegnen. Gerechtigkeit und Friede sich küssen. Dass Treue auf Erde wachse und Gerechtigkeit vom Himmel schaue. Wunderschön. Ich habe ein Aromat hier auf dem Screen noch. Weil der Schweizer, das ist das Lieblingsgewürz vom Schweizer, er tut alles aromatisieren, oder? Ich kenne die auch so, kann ich mal ein paar Hengste, kennt jemand, der für alles Aromat braucht? Ja? Ja? Alles wird besser mit Aromat, jedes Gericht wird besser mit Aromat. Ich behaupte, genauso wie diese Eigenschaft sollten wir Christen den Shalom in die Welt hinein tun. Wir sollten die Welt shalomatisieren, weil Gottes Friede macht alles besser. Wir sehen so viel Unversöhntheit, so viel Unfrieden und wir hätten die Antwort auf das, der göttliche Shalom, den wir hineintragen können. Und nicht alles wird immer gut. Manchmal, diesmal geht es durchs Sterben durch, ins Gute hinein. Aber wir haben den Auftrag, die Welt zu shalomatisieren. Darum möchte ich euch einfach die 3 Sachen mitgeben zum Überdenken. Erstens, Gott ist anders. Gott ist anders als mein Gottesbild. Bitte fangt an oder macht weiter mit neuländisch Glauben, neugierig sein, einander zuhören, beieinander entdecken, wie Gott ist. Zweitens, lasst euer Gottesbild erschüttern. Also bleiben nicht einfach dort sitzen und aus dieser Warte, aus dieser Position heraus andere kritisieren, weil sie Gott so erlebt haben, wie du noch nie erlebt hast. Oder wie du vielleicht das Gefühl hast, so kann Gott nicht sein. Lasst euer eigenes Gottesbild immer wieder wohltuend erschüttern. Und drittens, bitte, um Himmels Willen, shalomatisiert die Winterthur. Shalomatisiert die Welt, shalomatisiert eure Gemeinde. Fangt hier an, das ist gemeint, um miteinander zu üben und shalomatisiert einfach in jeder Beziehung, im Alltag, wo ihr unterwegs seid, shalomatisiert die Beziehungen. Vater im Himmel, ich bitte dich, dass du mit dem Geist das wegspülst, was nicht hätte gesagt sein und dass du das bewahrst, was muss in die Herzen hineinsacken. Das, was wir hören müssen, über dich, wie du bist, über deine Liebe, über deine Gnade, über deinen Shalom, über den Auftrag, den wahnsinns wunderbaren Auftrag, den wir als Christen haben. Und ich bitte dich, dass du die GVC immer mehr zum Versöhnungswortzeichen machst in dieser Region. Und dass du versöhnte Beziehungen schenkst, die attraktiv sind, die anziehend sind und die dich widerspiegeln. Im Namen von Jesus. Amen.